der Pater, neue Pater, kommt neu in die Pfarrei. Und der alte Pater bleibt noch so ein paar Tage daran, bis der junge Pater richtig eingelernt wird. In so einem Moment war dann Beichtgelegenheit. Der alte Pater ist in den Garten gegangen und hat gesagt über den jungen Pater, du tust heute die Beicht hier. Und da der junge Pater sich fertig angetan hat, sich dann vorbereitet und ist sich in den Beichtstuhl setzen gegangen. So ein ganzer Tag bleibt schön da rein und haben gebeicht. Immer kommt einer so ein Onkel dorthin und da hat er so eine ganze Last sinniger Sorte gehabt. Immer so der Pater und noch etwas. Ich war bei den Nachbars gestrippt. Ja, hat der Pater wohl die Absolution geben. Da wusste er nicht mehr richtig, was soll ich dem Käder jetzt dort vor Buß aufgeben. Da hat er gesagt, Mann, warte mal ein bisschen hier. Ich weiß nicht richtig, wie Bescheid da hier ist. Gehen wir den alten Pater fragen. Ist er rausgesagt in der Garten bei der alten Pater, sagt der Pater, da ist einer Beichte gekommen, der wäre bei den Nachbarn gestrippt. Was gebe ich dem für Buß auf? Ja, der Pater gesagt, der Alte, wie oft war er gegangen? Ja, schon gar nicht gefragt. Er sagt, er wäre bei den Nachbarn gegangen. Dann machen wir es so, wenn er 3 Mal gegangen war, dann soll er 5 vor der Unser beten und soll 3 Stunden da rein in die Kirche gehen. Naja, der junge Pater ruft in den Beichtstuhl und hat gesagt, wie oft warst du gegangen? Ja, hat der andere, der Mann hat gesagt, einmal. Ja, hat der junge Pater gedacht, aber immer hat er gesagt, dann machen wir es so. Dann tust du 5 vor der Unser beten und tust 3 Stunden da rein in die Kirche gehen, das ist dein Buß. Aber dann kannst du noch 2 Mal gehen, weil das ist die Buß für einen, wo 3 Mal gegangen ist.